An den letzten Jahren hat sich das Land spürbar verändert. Auch der ländliche Raum wird von diesen Veränderungen bereiert in einer Bewegung. Das gilt besonders für die Nordspitze, für die Kantonen Volz und Cliärrwer. Hier am Kanton Cliärrwer, wir sind hier gerade Site vom Cliärrwer Lycée, das in 2018 abgemäht wird. Hier am Kanton Cliärrwer leben mittlerweile bald 20.000 Leute. 1990 waren es knapp 10.000. Da gesagt die Entwicklung demografischer Natur, die sich gemäht hat, ja, das hat damit zu tun, dass der Norden, Deislig und auch der Cliärrwer Kanton am Besonderen viel mehr attraktiv sind, ob administrativem, sozialem, wirtschaftlichem Plan, ob schulischem Plan, weil den hier an den Cliärrwer Lycée denkt, und dann aber auch ob kulturellem Plan. Diese Entwicklung hat mit sich gebracht, dass viele Leute hierhin wohnen kommen, sie fühlen sich wohl hier. Und wir haben das Jahr gedacht, dass positive Entwicklung, was bedeutet sie für die jüngeren Generationen, für die Jungen? Was hält sie hier an der Region, besonders noch ihre Studien? Können sie, wollen sie hier schaffen, wohnen, leben bleiben? Das ist auch Thema von der Spezialnummer vom Cliärrwer Kanton das Jahr, wo es darum geht, Jungs sind am Cliärrwer Kanton, leben, wohnen, erschaffen an der Nordspitze. Das wollten wir mit dieser Spezialnummer ganz besonders belichten. Ich begrüße dann heute den Chefredakteur vom Cliärrwer Kanton, den Cliärrwer, den sich das Nummer gekümmert hat. Christian, was kannst du so? Wen sind heute Partner? Wer sind die Leute, die Heimat geschafft haben? Ja, wir haben vor allem mal verdicht ganz viel Leute, die uns erzählen, für was sie hier geblieben sind. Was sind Argumente, für was sie hier geblieben sind? Andere, die uns erzählen, für was sie Europa gekommen sind, hier Ursachen. Dann die Fondation Autisme stellt hier Aktivitäten ab im Bereich Bildung für. Den Büro zu Munzen stellt hier Aktivitäten für Punkto Jugendbüro an Europa direkt, was also mir über den Kanton auch rausgeht. Der Kollege Mainz Schemp erzählt ein bisschen über einen ganz modernen Baubetrieb. Wir haben auch zum Beispiel die Küb, die hier Aktivitäten vorstellen. Wir haben Musikschule Cliärrwer dabei. Dann die Fondation Elisabeth, die also die Jugendtreff vorstellt. Und danach 50 Jahre Landjugend. 50 Jahre Landjugend, die sich vorstellen. Landjugend Cliärrwer, 50 Jahre, wie gesagt, ja. Jugend Pompien, Heiwaffen, Verweißwampig. Ja. Wichtige Verein noch. Ja. Voilà. Und dann haben wir auch gestandene Autoren, das muss man so nennen, die einen Blick zurück auf Hirkante der Jugend werfen, und die sich in dem Zusammenhang mit der Zukunft ein bisschen Sorgen machen. Wir haben an den Artikeln denken ich eine Reihe Feedback gekriegt von den Jungen, die Abschluss gehen über das, was sie hier erleben. Hier Lebensrealität eigentlich, wenn es aus den verschiedenen Témoignagen und Messagen rausfällt, was sind die wichtigsten Messagen, die erstmal auf den Weg gehen? Also die wichtigsten Argumente, meine ich, für was die jungen Leute bleiben, ist natürlich erstens den wirtschaftlichen Abschwung, den wir hier meistens aber verzeichnen müssen. Es gibt viel mehr Arbeitsplätze in Heiwaffen, und also bleibt den automatisch gären oder Läufer hier werden. Oder kann in Heiwaffen bleiben? Kann in Heiwaffen bleiben, aber da könnte das zweite Argument, das dumm fällt. Ich meine, du brauchst nicht wegzulaufen, da bist du besser in der Natur. Du hast auch Abkaufsmöglichkeiten, du hast immens viel kulturelle Möglichkeiten, du kannst Sport treiben, du kannst dich auf Verringerung engagieren, die Familienleben ist viel mehr locker, die Nachbarschaft ist, jeder kennt sich ein bisschen, ne? Das sind ganz andere Leben, Dorfleben wie in einer Stadt. Und da habe ich aber auf Feedback noch gesagt, dass auch die Jungen den sehr Wandel von unserer Gesellschaft spüren, dass sie nicht immer darüber begeistert sind und dass sie sich auch da Sorgen machen, noch Fragen stellen. Zum Beispiel, dass es aber auch in Dörfern Situationen gibt, wo die Leute nicht mehr kennen, wo doch löserlos mehr anonym gibt. Genau, das die unpersönlich Sache, wie es das nennt, nicht durch eben auch vielleicht ein bisschen durch den Bauboom, den wir erleben, geht auf verschiedene Plätze jedenfalls den Dorfcharakter verloren. Gut, wir haben Wohnungsnot, kann ich mal so zu Lützeburg, ne? Aber wir müssen auch erschwinglichen Wohnraum schaffen, das ist ganz richtig.
Iwer menggen ich muss ich probieren den Dwarfcharakter jedenfalls op denen Dörfer wo Milias erhalen. Darüber gëtt sich wirklich am meisten Sorge gemerkt. Net nur bei den Generationen mir auch wie mir schon bei den Jungen. Bei den Jungen. Ja. Und der zweite ist wirklich auch den unpersönlichen Aspekt, den dann ein bisschen hier rauskennt, die liegt die frisch an den Dorf, das muss man nennen, an den Dorf kommen, ne? Die vielleicht nicht direkt den Zugang zu den Nobren, zu den Verringer haben, an die sich aber vielleicht verdicht mal ein bisschen just um kleine Familie kümmern. Das geht dann auch ein bisschen schwierig geguckt. Ja. Das ist also eine Herausforderung, ein Challenge, ja, für auch neue Mattbewohner, neue Mattmenschen an den Dörfern zu empfangen. Vereine spielen sicherlich eine gewisse Rolle. Wie sicherlich geht es doch nach, denke ich, einer Wehr, für sie Matt an den Dörfern auf den Weg zu holen, sodass die Gemeinschaft kann bleiben. Genau, und ich meine, das spiegelt auch ein bisschen als Zeitung herum. Ja. Und dafür sind wir ja auch da. Ich wollte trotzdem die Gelegenheit benutzen, für ein bisschen Reklam zu machen als Zeitung. Für 35 € konnte ich abonnieren, da kriegt er so 4 Mal an Haus geschickt. Mit der kriegt er auch für 10 € ein Stück ganz viele Geschäfte zu kaufen. Lummer genug ha selber geschwert. Ich denke, du hast den Moment do fir die Jungkleit, die Jung zu Wort kommen zu lassen. Das haben wir gemäht a verschiedenen kleinen Interviewen an Témoignagen, die sie persönlich gehen. Also ich bin Anno Mini vom Arbeitsgruppe Sport von der Gemeinde Wünscher. Wir haben eine Initiative gegründet, die nennt sich «Wieder gesund Wünscher». Da klären wir auf die sozialen Medien ab über das Sportsleben an der Wünschergemeinde. Die jungen Leute die wirklich an der Wünschergemeinde eine große Vielfalt an Möglichkeiten, was sie machen können. Wir haben viele Sportvereine. Das geht von Fußball über Tischtennis, über den Judo. Wir haben eine Tanzschule zu Wünschen. Wir haben den Volleyball. Und dann ist es auch noch so, dass wir davon oft sehen und auch wirklich Möglichkeiten haben, einfach am ländlichen Raum sich bei uns zu bewegen. Wir haben Velospisten, wir haben flott Trippelwehr. Und da gibt es wirklich für junge Leute, auch noch für Männer junge Leute, immens flott Möglichkeiten. Dann ist es auch so, dass am Kader vom Arbeitsgruppe Sport, den sich da bei uns «Wieder gesund Wünscher» nennt, haben wir auch ein Engagement ergangen, dass wir so, wir kümmern uns um die Organisation zum Beispiel von der Sportlerehrung, wir holen an Manifestationen teil, wie zum Beispiel der Nuit des Sports. Rezent hatten wir ein paar de Werk gemacht, wo es Möglichkeit gibt, wo die Vereine sich konnten präsentieren zum Start von der Saison, für auch neue, junge und motivierte Leute wirklich auf den Terrain zu bringen, dass sie konnten gucken, wer Möglichkeiten das zu wünschen alles gibt. Und noch das sind Aktionen, die ganz gut angekommen sind. Moin, ich bin schon 7 Jahre. Moin, ich bin Bursch und wir sind aktiv Membern an der Landjugend Cliärrwer. Die Lützeburger Landjugend und junge Bauern besteht aus 7 regionalen Gruppen, die autonom arbeiten und sich an ihrer Region engagieren. Die Landjugend Cliärrwer engagiert sich hier am Cliärrwer Kanton. Wir engagieren uns sowohl am Sozialen wie auch an der Freizeitgestaltung. Wir haben Aktivitäten wie beispielsweise in Kooperationsdastehen, alle 2 Jahre zu Cliärrwer organisiert wird, aber auch verschiedene Bauler und andere Aktivitäten. Wir zählen 120 Membern bei unserer Liste und davon sind wir sehr aktiv. 1971 sind wir als eine von den Landjugend zu Lützeburg gegründet worden, somit wir dieses Jahr auch als 50 Jahre feiern. Moin, ich bin André. Ich engagiere mich hier im Cliärrwer Kanton beim CGDs. Das ist ganz genau am Einsatzcenter Weißwampisch. Neben meinem freiwilligen Dienst als Pompier und als First Responder kümmere ich mich auch ganz speziell um Tourenpompchen. Tourenpompchen also nicht allein für uns Kanner darauf vorzubereiten, irgendwann einen aktiven Dienst überzugehen. Das heißt, sie können an der Zeit, wo sie bei uns sind, hier komplett Ausbildung machen, wenn sie das wollen. Wir wollen zu Weißwampisch Membern ab 1. Jahr an. Sie können aber, weil verschiedene Gruppen mit frei gehen, dann hast du eben den Aussatzcenter, den eine Bambinis-Gruppe gegründet hat, das haben wir zu Weißwampisch aber noch nicht. Das hängt eben vom Aussatzcenter ab. Dann können sie bis 16 Jahre bleiben. Sie können aber entscheiden, für mich lang zu bleiben bis 18 Jahre. Mit 18 Jahren müssen sie dann aber eine Decision wollen, ob sie wollen abhalten oder ob sie einen aktiven Dienst wollen übergehen. Wir wussten aber ganz genau, dass man nicht aus all Jahren Pompier machen kann. Dafür ist es umso mehr wichtig, dass man denen eine Freizeitaktivität bieten. Das heißt, Aktivitäten sind nicht immer 100% schon Pompier visiert, aber sie können zum Beispiel auch bei uns Laufkursen, Schwammkursen, Rallye machen, wir machen Ausflüge an Attraktionsparken
oder Magina mal eng Woge oder Padeger bekar an Din an der Ausland, dat das well ganz spezial, weil Kanner do ënnert hire Fënsen an sie kann an engem Zaldo eng Faltbad an engem Schlufsack schlufen, dat das ziemlich spektakulär fir Kanner. Und das am Fong eng Woge oder Padech, die komplett voller Freizeit der Spaß ass. Grad am Cliärrwer Kanton han Kanner Chance, dat man so eng an as Jurengruppen zusammenschaffen, seit als Ausbildung an Aktivitäten, dafür ist dat ganz flott of fir aushalb von der Grenze vom Ersatzcenter neue Kollegen zu fannen. Vielleicht sind nur Kanner interessiert, melde dich direkt beim CGDs oder am lokalen Ersatzcenter, für da der Kanner kann man nennen. Mein Nummer ist Daniel Strecker. Ich arbeite am Jugendtreff Norden am Kanton Cliärrwer an der Jugendarbeit Jugendhaus vom Kanton Cliärrwer aus den 5 Gemeinden. Das adressiert sich an Junker zwischen 12 und 26 Jahren. Das ist ein offener Bereich, das heißt, jeder, der Lust hat, dann Zeit hat, will Zeit verbringen, Projekte machen oder Kollegen einfach dort treffen, kann ganz gerne an das Jugendhäuser kommen. Das ist ein Kehr zu Helsen, zu Cliärrwer, Ölven oder auch zu Hause. Und da schaffen wir auch selbstverständlich mit den Junker von Weißwampisch. Das heißt, du kannst jeder kommen, der Lust hat, Initiativ, Ideen oder einfach just Zeit verbringen, den Hilfe braucht für ein CW oder den einfach an irgendeiner Form will, mit Kollegen Zeit verbringen, Ideen lancieren und Projekte schaffen oder den noch vielleicht sogar just finanziell Mittel braucht, für eine Idee umzusetzen. Der Jugendtreff, der regruppiert alles, was Jugendliche sind. Da sind professionelle Edukateure, die begleiten Junker, an die schaffen mit Junkern, an die kochen mit Junkern, an die verbringen einfach viel Freizeit mit. Das ist das gesamte Package, das für die Jugend da ist. Und das ist selbst, was immens wichtig ist. Bei mir sitzen den Junkern an den Fokus. Das heißt, alles, was die Junker sich brauchen oder wie wir ihm weiterhelfen, respektive irgendwo orientieren, weil wir ihm vielleicht nicht können direkt den richtigen Rot geben, wir wissen auf jeden Fall, wo die Junker kann hin, für das er geholfen kriegt, wo er Hilfe braucht oder wo er einfach sein Interesse will verwirklichen. Das ist das, was der Jugendtreff Norden ausmischt. Daneben haben wir aber auch ganz grob an weiteren Räumlichkeiten, wie zum Beispiel flott Tech-Laben, das heißt ein Technikatelier, ein Tonstudio, Multimedia-Bereich. Das heißt alles, wo die Jungen Lust haben, sich zu entwickeln, etwas Neues zu lernen, hat die Möglichkeit, das am Jugendtreff Norden zu machen, an einem von den Jugendhäusern. Über das Jugendhaus raus haben wir dann auch ein grosses Service Elisabeth Jeunesse. Das ist gedurcht für weitere Formationen, zum Beispiel den Animateur A, den B, für Kolonien mitzugehen oder für mit an den Mesorleen zu schaffen oder für einfach Vakanzenkolonien zu begleiten oder einfach mit an eine Kolonie, an eine Vakanz, eine Visite kulturell zu gehen. Alles das sind Möglichkeiten, die in einem Jugendtreff Norden hier im Kanton Cliärrwer findet. Darüber hinaus kriegen dann die neuen Informationen, die ihr braucht. Die Aktivitäten sind größtenteils vielleicht oder ein ganz wenig kleiner Betrag, den ihr bezahlen muss, für Matze machen, für das den Tonkasten gedeckt sind. Aber generell ist es immer so machbar, dass ihr als Jungen, egal wie ihr könnt, wo ihr hier könnt, was für ihr mitbringt, dass jeder mitmachen kann, dass jeder soll auch mitmachen, weil wir sind immer froh, neue Junker kennenzulernen und noch neue Partner kennenzulernen. Ganz wichtig ist auch von den Eltern oder die gerade ein Interview lauschen, wenn ihr frohen habt zu der Jugend da am Kanton Cliärrwer, kontaktiert ruhig die Jugendtreff Norden, melde dich, wenn der Zweifel habt, wenn ihr nicht wisst, wen du schafft, mit wem du zu dienen, melde dich, das ist immens wichtig, weil es geht darum, ein Vertrauen zu gewinnen zu euch zu bauen, für das noch die Leute, die für das Jugendhaus benutzen, die an dem Kontext auch wollen du hin. Die braucht gar keine Sorgen zu tun, das ist ein professionelles Service, da schaffen qualifizierte Leute, kommt ruhig du hin, los der Kanner, jung, Mädchen, Jungen, du hinkommen, wir sind froh, für sie kennenzulernen, auf immer andere Leute zusammenzubringen, auf flott Projekte zu realisieren. Bis geschwind am Jugendtreff Norden. Ja, das war die Vorstellung von der Spezialnummer von der Revue de Cliärrwer Kanton. Wir wünschen viel Frieden beim Lesen und beim Entdecken von den Texten. Und wir freuen uns auch schon auf als Christnummer und sind wie immer dankbar für all Beiträge. All Gutes und merci für das Nachlauschen und nur gucken.